Bayerische Witzemeisterschaft 2024 wird Ihnen präsentiert von der Hausbrennerei Penninger mit freundlicher Unterstützung von Fischer Automobile. Muss noch jemand auf die Toilette? Zu spät, denn jetzt geht's los. Bühne frei für unsere Juroren Toni Lauerer, Harry Meyer und Wolfgang Krebs. Ja, Wahnsinn. Einen wunderschönen guten Abend. Servus beieinander, herzlich willkommen Grüß zur euch. Witzemeisterschaft. Gell? Wir haben jetzt die Preise schon unter uns aufgeteilt. Vieles ist neu bei der Witzemeisterschaft. Die größte Neuerung ist dieses hier, es gibt zum ersten Mal Preisgeld. Der Gewinner erhält 1.000 Euro, der zweite 500 und der dritte 250. Also es geht heute wirklich um was. 5 mal 50 und die sind sogar echte Scheine. Die Echtheit haben wir Geprüft. ja, Ach so. geprüft. Ja. Ja, es glitzert einmal. Gell? Schaut Aber einmal. da kann man schon was kaufen für Weihnachten, oder? Tausender. Bisschen was. Definitiv, da gibt es was für Weihnachten. Ja. Aber rentiert sich. Allerdings, die geben wir jetzt gleich wieder ab. An Applaus an die Cora, an den Matze und an die Verena. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir hinten auf unsere Plätze und setzen wir uns hin und dann greifen wir es an, Da oder? warten wir, was da kommt. sind wir Ja, gespannt. So, viel Spaß und viel Vergnügen. Wunderbar. So, ich Viel Spaß. bin ja flockig. Zack. Mai. Lieber Wolfgang, da haben wir extra eine Showtreppe. Ja, und Und- ich bin aber immer so, weil ich mir denke, so die Stufen, die ich noch laufen kann, die laufe ich noch. Gell? Wunderbar, So ist wunderbar. es. Ich werde in 12 Jahren 70. Da bereite ich mich jetzt immer schon drauf vor. Denke mir mal so, alles, was du noch kannst, das machst du auch. Gell? Wirst du schon auch noch drauf kommen. Hab du erst einmal eine gescheite Midlife-Crisis. Wie alt bist denn du eigentlich? Darf ich das fragen? Geht schon los. Ich bin, oh Gottes Willen, also der Vierer ist mittlerweile dran. Was trinkst du da? Was Tabasco oder was ist Nein, das? das ist kein Tabasco, das ist von unserem Sponsor Penninger ein Schleen-Essig. Der ist sehr gesund und da habe ich jetzt in das Wasser ein bisschen Essig Boah, ich kenne das noch aus den 90er, Schmeckt super. Apfelessig Ja, und jetzt probier gibt es mal. Schlehenessig. Ich trinke immer Schlehenlikör. Ja, genau, den gibt es mit Essig, kann man zum Verfeinern nehmen. Ja, genau, für mich. Ich glaube, man muss das erst umrühren, weil das schmeckt alles nach Das obere Wasser. heißt Echt? Wasser. Da musst du mehr trinken. Mehr trinken. Ja, fein, gell? Magst Ich mag Schlehen sehr gern, ja. du damit trinken von der anderen Und zwar Seite? ist das super für die Ja. Stimme. Meine Mutter macht das immer. Die tut immer Schlehen zupfen. Ich glaube, ich habe welche im Garten, aber ich weiß nicht wo. Also ehrlich, mal kenne ich mich gut aus, aber die zupft das alles und dann setzt sie das an mit einem Schnaps und ist hervorragend. Ah, tatsächlich, na, also wie gesagt, ich bleibe beim Ja, aber warum Antialkoholischen, trinkst du jetzt Schlehen-Dings? Warum? Weil der gesund ist, Ah, ist gut für die Haare. Super. Ja, Ja, zu spät. ja. Das haben wir jetzt. wir holen jetzt unsere 7 Kandidaten auf die Bühne und wir begrüßen sie mit einem ganz, ganz, ganz festen Applaus, nämlich unseren Kandidaten Nummer 1. Grüßt euch miteinander. Ich bin der Damal von Geierstall, das ist bei Feider. Möchte ihn herzlich willkommen heißen und jetzt der erste Witz des heutigen Nachmittags. Also, ich habe einmal meinen Späßl angerufen. Ne? Der Späßl, haben wir gedacht, brauche ich ihn einmal und rufen ihn an. Jetzt ist der Bau dran gegangen, 5 Jahre. Jetzt sage ich, habe ich dir, grüß dich, da ist der Damal, ist der Papa auch daheim. Hat er gesagt, nein, du, der hat jetzt gerade keine Zeit. Der ist mit der Mama im Schlafzimmer drin. Ruf ihn eine halbe Stunde nochmal an. Ja, gut. Haben wir gedacht, da kann ich es jetzt nicht stören. Nee, halbe Stunde drauf rufe ich wieder an. Wieder der Bau dran. Sag ich, habe ich dir, der Damal ist da, grüß dich. Du, los auf, wie schaut's aus? Hat er jetzt Zeit, der Papa? Nein, hat er gesagt, der hat jetzt keine Zeit, weil der ist mit der Mama gerade im Wohnzimmer drin. Ruf ihn eine halbe Stunde nochmal an. Haben wir gedacht, ja, halbe Stunde drauf rufe ich wieder an. Wieder der Bau dran. Ne? Sag ich, habe ich dir, der Damal ist da, grüß dich. Sag ich, wie schaut's aus, hat er jetzt endlich Zeit, der Papa? Du, nein, hat er gesagt, der hat keine Zeit, der ist mit der Mama gerade in der Küche drin, ruf ich noch im Stunden an. Schön stark bin ich grantig geworden, ne? Halbe Stunde drauf rufe ich wieder an. Sag ich, habe ich dir, der Damal ist da, ne, der Bau wieder dran gewesen, Damal ist da, habe ich gesagt, wie schaut's aus, hat er jetzt endlich Zeit, der Papa, oder was ist denn los? Nein, der ist ganz schlecht, der hat jetzt auch gerade keine Zeit, der ist mit der Mama gerade im Garten draußen. Also ich,
Grüezi, Dirken, sage ich, jetzt sind sie im Schlafzimmer drin gewesen, sage ich, dann im Wohnzimmer, dann in der Küche, jetzt haben sie im Garten draus, sage ich, was treiben sie denn da überhaupt? Hat er gesagt, Miesau, Hans. Mein Name ist Robby Sies, ich komme aus Bayerisch-Schwaben. Ich bin eigentlich ein Fan von kurze Witze auch aneinandergereiht unter dem Motto, wenn ein Pfurz was wiegt, ist scheiße. Ja, und es gibt so Tage, da bleibt man lieber im Bett. Das war vorigen Samstag so, bei mir. Ich bin trotzdem aufgestanden, bin in den Töpferkurs gegangen, wo ich gebucht habe. Da bin ich relativ schnell wieder hinausgeflogen, weil der Kursleiter hat gesagt, ich habe mich im Ton vergriffen. Dann bin ich zu meinem Discounter gegangen, in die Kälteabteilung, da habe ich einen Joghurt fallen lassen, der war nicht mehr haltbar. Dann habe ich zu der Verkäuferin gesagt, ich kriege 1 Liter Milch. Dann hat sie gesagt, ich habe Fettarme. Dann habe ich gesagt, das sehe ich, aber ich brauche trotzdem Milch. Dann bin ich in die Bäckereiabteilung gegangen, habe ich gesagt, ich habe vom Brot, hat die mir das Brot hingelegt, habe ich gesagt, um Gottes Willen, das Brot ist ja von gestern. Dann hat die gesagt, wenn Sie uns von heute wollen, müssen Sie morgen kommen. Und ein Erfolgserlebnis habe ich dann doch noch gehabt an der Kasse. Da habe ich Pariser zum Fremdgehen gekauft und habe trotzdem Treuepunkte gekriegt. Das war Servus, grüß euch miteinander. Ich bin der Roman Weber, ich komme aus Oberwall, das ist in der Nähe von Rosenheim. Ich vertrete jetzt quasi die oberbayerische Fraktion. Und jetzt verzeihe ich euch einen ganz kurzen Einsteigerwitz. Der Bub ist mit seinem Vater der Amberger Fußgängerzone spazieren gegangen, gell? Dann kommt einer Mo entgegen, dann sagt der Bub dort ganz herzlich den fremden Mo begrüßen, gell? Dann hat sein Papa gesagt, kennst du den? Sagt er, freilich kenne ich den. Ja, wer ist denn das? Sagt er, wie er heißt, war ich auch nicht, aber der arbeitet beim Umweltbundesamt. Sagt er, wieso, weißt du da, der im Umweltbundesamt arbeitet? Sagt er, er kommt aber zur Mama und fragt, ob die Luft rein ist. Ja, einen schönen guten Abend. Ich komme aus Hessen. Ich darf hier heute als Gastredner da sein. Ich komme aus dem kleinen Örtchen Neukirchen. Das ist oben im Waldecker Landkreis, ganz nah am Sauerland dran. Sagt dem einen oder anderen vielleicht was. Ja, kurz zur Begrüßung. Es ist Tag der Einschulung. Familie Meier kommt mit ihren Drillingen auch vorbei. Ja, sagt die Lehrerin, super, ihr setzt euch gleich mal in die erste Reihe und dann fangen wir bei euch hier vorne an mit der Vorstellungsrunde. Sagt sie, wer bist du denn? Ja, ich bin der kleine Maxi. Mhm. Und du? Ja, ich bin der kleine Alfons. Mhm. Und du? Ja, Tag, ich bin der Karl-Heinz. Die Lehrerin ganz erschrocken, sagt sie, oh, was ist denn mit deiner Stimme passiert? Ja, ganz einfach, meine Mutter hatte nur 2 Brüste und mich haben sie mit kaltem Bier großgezogen. Lex, das ist ein Haufen Leute. Ja, servus miteinander, mein Name ist Hubertus Hermann und ich komme von hier, aus dem schönen Amberger Land, genau gesagt aus Mausdorf. Ein Mann geht zum Arzt und beschwert sich. Herr Doktor, mit meiner Frau im Bett, das läuft überhaupt nicht mehr. Die kommt nicht in Stimmung. Da sagt der Arzt, das ist kein Problem, da gibt's ein Pulver, das mischen Sie Ihrer Frau ins Essen rein und dann läuft es wieder, alles klar. Der Mann geht nach Hause, Abendessen, er schüttet seiner Frau ein bisschen Pulver rein, die isst es, abends im Bett, nichts, null, Totenstille. Denkt er sich, naja, war vielleicht zu wenig. Nächster Tag, er probiert es nochmal, tut ein bisschen mehr Pulver ins Essen rein, gell? Abends wieder im Bett. Am Friedhof ist mehr los, nichts los gewesen, gell? Dann denkt er sich so, das kann doch nicht sein, dieses Mittel, das kann doch nicht sein. Und am nächsten Abend ist er so sauer, ja. Er kippt seiner Frau das ganze Pulver rein und sich kippt da auch noch was rein, ist auch schon wurscht, gell. Und irgendwann in der Nacht fängt die Frau das Stöhnen an und um Gottes Willen und ich brauche einen Mann, sagt er, ich auch. Servus, Haberdere, ich bin der Bösel Wolfgang. Ich komme aus Eschenbach in Oberpfalz. Da ist das letzte Mal mein Nachbar gekommen und hat gesagt, ey Wolfgang, weißt du was? In der Früh zum Frühstück, da brauche ich immer eine Flasche Whisky, einen Presssack und einen Hund. Da habe ich dann angeschaut und gesagt, hey, warum brauchst du einen Hund?
Dann sagt er, na, einer mal ja den Presssack fressen. Servus, guten Abend, Amberg. Ich bin der Daniel Götz, ich bin ein Oberpfälzer, komme aus dem Landkreis Neumarkt. Ja, zur Begrüßung darf ich eine kleine Geschichte erzählen, weil eigentlich ist heute ein schlechter Tag für eine Vizemeisterschaft. Bin ich in der Früh aufgestanden, gehe ins Bad rein, will mir Zähne putzen, bricht mir das Zahnbürstel an. Dann man denkt, ja, stehst auf der Bühne rum, die Leute haben und, das geht schon. Jetzt wollte er mich campen, dauert es nicht lang, bricht mir der Campe an. Na ja, man denkt, der Schönste bin ich sowieso nicht, das wird dann nicht auffallen, wenn ich nicht so campig bin. Dann gehe ich in die Küche rein, will mir einen Kaffee rauseln, nehme Kaffeetassen, bricht mir der Henkel an. Und jetzt müsste ich seit heute früh um 7 bieseln und traue mir nicht. Liebe Juroren, aufgepasst und die Ohren gespitzt. Auf euren Tischen liegen 2 Umschläge, die ihr abarbeiten müsst, um den diesjährigen bayerischen Vizemeister zu küren. Öffnet nun den ersten Umschlag zu den Stammtischrunden. Der da. Ja. Ja, beim anderen steht Finale drauf. Den brauchen wir noch nicht. Das machen wir noch nicht. Den machen wir jetzt noch nicht auf. Anscheinend. Wie magst du einen Brief? Ja, aber wirklich. Ja. Da merkt man gleich, dass er Beamter ist. Gell? Meine Frau sagt auch, du bist Weiherfei. Und was du sagen sollst, bist du das nicht. beim Wandern, meinst du? Soll ich es vorlesen? Ja, lese doch einmal vor. Liebe Gag-Gutachter, es folgen nur mehrere Runden, in der jeder Kandidat pro Runde einen Witz seiner Wahl präsentieren darf. Nach jeder Runde erhält die Jury das Wort und entscheidet, ob noch eine Stammtischrunde folgen soll. Im Anschluss wählt jeder Ruhrrohr seinen Finalisten. Jesus, no. Also wir 3 dürfen wir einen... Ja gut, dann legen wir los, oder? Ja, fangt genau. so. Also, trifft einer seinen Spätzl, sagt er, ja, Sepp habe ich die habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Ja, hat er gesagt, grüß dich. Ja, grüß dich, Erwin, aber du musst da eins merken. Ich habe jetzt im Lotto gewonnen, in der Lotterie. Ich heiße jetzt nicht mehr Sepp, weil ich verkehre unter Millionärskreisen. Ich heiße jetzt Josef. Aha, hat er gesagt, aha. Ja, sagt er, sag mal Josef nachher, was tut man denn so einen ganzen Tag überhaupt als Millionär? Sagt er, ich liege den ganzen Tag auf der Terrasse. Ja, gut. Der ist heim zu seiner Frau, ne, der Erwin. Und Sepp hat er sich gedacht, ja, passt schon. Hat er seiner Frau erzählt, sagt er, du, stell dir vor, habe ich meinen Schulfreund getroffen, einen Sepp. Und der hat jetzt in der Lotterie gewonnen, der verkehrt in Millionärskreisen, der heißt jetzt nicht mehr Sepp, sondern Josef. Und stell dir vor, seine Frau, die heißt auch nicht mehr Therese, die heißt jetzt Terrassen. Ja, liebe Freunde, man kann ja heutzutage alles spenden. Man kann Geld spenden, man kann Blut spenden, man kann Haare spenden. Einige haben sie schon abgegeben. Ja, und man kann mittlerweile auch Samen spenden und da ist er zur Samenbank gegangen und dann hat die Schwester am Eingang gefragt, wollen Sie ein Reagenzglas voll spenden oder Marmeladenglas? Habt ihr nie gesehen, gell? Dann hat er gesagt, wo ist der Unterschied? Hat die gesagt, das Reagenzglas kriegen Sie 500 €, so das Marmeladenglas kriegen Sie 1000 €. Hat er gesagt, dem ist Marmeladenglas. Hat es mir Marmeladenglas gegeben, hat es hinter so eine spanische Wand geschickt und hat es hinter der Wand plötzlich gemacht. Hat er rausgeschrien, bitte ein trockenes Handtuch. Haben die ein trockenes Handtuch reingeschmissen. Hat es wieder gemacht. Hat er rausgeschrien, bitte ein nasses Handtuch. Hat es mir das Handtuch reingeschmissen, hat es wieder gemacht. Hat sich den Geleck mit dem Arsch, jetzt muss ich mal schauen, was macht denn der hinter der Wand? Hat es reingeschaut, hat der das Glas nicht aufgebracht. An Sepp und an Luisel, einer bester Spezi, ist leider gestorben, gell? Jetzt war die Beerdigung. Der Sepp und der Luisel gehen an den Friedhof raus und dann war halt die Aussegnung vom Pfarrer und so, dann haben sie halt alle in eine Erde rein und haben, jeder hat eine Rose und eine Blume dann reingeschmissen. Gell? Und der Sepp, sieht der Luisel, wie der Sepp so ein Silber, in ein Silberpapier einbackelten, viereckigen Gegenstand an den Sarg abschmeißt.
Dann hat der Lösel gesagt, sie haben gesagt, was hast du jetzt da runtergeschmissen? Hat er gesagt, ja, ein warmer Leberkäse, hat er gesagt, weil den hat er so gern Menge. Gell? Hat er gesagt, spinnst du, der ist ja tot, der ist doch kein Leberkäse mehr. Sagt er, ja, aber deine Blärme, die steht aus Wasser, oder? Kurzer Witz aus dem Tierreich. Die Steuerfahndung ist jetzt auch in Afrika unterwegs und ist da zum Elefanten hin, hat gesagt, hier, Sie müssen Steuern nachzahlen. Sagt der Elefant, ja, wieso das denn? Ja, Sie leben auf großem Fuß, Ihre Frau lebt auf großem Fuß, Ihre Kinder leben auf großem Fuß. Nachzahlen. Ja gut, das hört die Schnecke, sagt sie, mein Gott, scheiße. Ich habe ein eigenes Haus, meine Frau hat ein eigenes Haus, meine Kinder haben ein eigenes Haus. Oh, wenn die mir auf die Schliche kommen, fängt der Pavian auf einmal an zu lachen. Haha, mir können die nix, mir können die nix. Ich hab nix am Arsch, meine Frau hat nix am Arsch, meine Kinder nix am Arsch. Ein Jäger hat eine sehr dümmliche Frau daheim und die geht ihm schon permanent auf die Nerven, dass er sie endlich mal mit auf die Jagd nimmt. Na, nach jedem Hin und Her hat er dann irgendwann mal gesagt, okay, kommst mit. Dann erklärt er ihr, wie es quer funktioniert, so ein paar Grundregeln, fährt mit ihr raus ins Revier, hockt auf einen Hochsitz und er fährt weiter zum nächsten Hochsitz. Halbe Stunde geht rum, dann macht's und er denkt, das kam von meiner Frau. Hätte ich nicht gedacht. Naja, fahrt er hin zum Hochsitz und sieht folgendes Szenario. Die Frau steht vor ihrem Hochsitz und debattiert mit einem anderen Mann und vor ihnen liegt ein totes Tier. Und wie er gerade näher kommt, hört er den Typ noch ganz entnervt sagen, gut, dann ist es eben Ihr Hirsch, aber lass es mich gefälligst den Sattel noch abnehmen. Ja, der Bauer und die Bäuerin sind früh aufgestanden, sind über ihre Wiesen gegangen, hinten graut der Morgen, wunderschönes Morgenrot kommt den Hügeln rauf und dann senkst du, weil in der Morgenfrische der Stier auf die Kauaffe steigt und ein wenig einen Spaß hat. Und dann sagt der Bauer zur Bäuerin so, das könnte ich auch mal wieder machen. Und dann sagt sie zu ihm, kannst machen, was du willst, sind ja deine Fächer. In einem großen Mietshaus, in einem Hochhaus drin, hat ein kinderloses Ehepaar gewohnt. Und dann hat seine Frau zum Mann gesagt, jetzt gehst du mal runter zu dem Stotterer, weil die haben schon das 10. Kind gekriegt. Und dann fragst du, was wir tun, dass wir auch ein Kind kriegen. Siehst du mal runter, hat bei ihrer Familie mit dem Stotterer geklingelt, hat aufgemacht, sagt er, du, meine Frau schickt mich, ich soll die fragen, was wir machen müssen, dass wir auch ein Kind kriegen. Hat der Stotterer gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Da nimmst du jetzt deine Frau, dann hochst das im Popo rein und dann waschst das mit Shampoo gescheit an. Und wenn es noch sauber ist, dann tust du das raus und trickst das mit dem Handtüchel an. Und dann schmierst du das nur ein wenig mit so gut duftende Öle ein. Und dann nimmst du das Sandtüchel, das legst du aufs Bettaffe und da legst du deine Frau da drauf. Und wenn du eine 4. Bissen haust, 4-mal am Boden hin, dann komm ich und mach den Rest. Ja, das war jetzt eine schöne Runde. Das war eine sehr schöne Runde. Ja, jeder wie er meint in der Familie. Du Toni, weiß gerade sich, du bist ja kein so ein Familienmensch, oder? Wenn man sein neues Buch anschaut. Darfst du nicht nach dem Gesicht gehen, ich bin eigentlich schon ein Familienmensch. Alle Jahre zwider. Genialer Titel eigentlich. Alle Jahre zwider. Man wundert sich bei dir, dass man nicht selber manchmal draufkommt. Weißt? Das ist so. Meine Damen und Herren, Sie hören jetzt Toni Lauerer. Also ich möchte jetzt was erzählen, ganz kurz über ein Problem von mir, das keins mehr ist. Früher war es ein Problem. Es kennt alle die Telefonnummern, die angehen mit 1, mit 0190 oder 0800, ja, noch schlimmer, Callcenter. Früher, weil ich nervlich noch schwach war. Und habe so eine Nummer gesehen, habe ich zu meiner Ex-Verlobten, also meine Frau halt, ich habe meine Ex-Verlobte geheiratet, das ist ja das. Habe ich gesagt, geh du hin, da ist ein Depp dran. Aber
Inzwischen bin ich nervlich so stabil. Jetzt, wenn ich so eine Nummer sehe, sage ich zu meiner Frau, geh weg, den übernehme ich, den arbeite ich auf. Jetzt wisst ihr, warum sie Callcenter erfunden haben. Callcenter haben sie erfunden, weil sie die Leute langweilen. Früher haben wir dort Leute am Tag 24 Stunden gearbeitet, manche auch in der Nacht. Aber jetzt haben die Leute zu viel Zeit, die langweilen sich. Beamte, schau her, das wisst ihr, ich bin ein Standesbeamter. Jetzt muss ich einmal sagen, weil es bei einem Beamten ist, ich bin ja selber einer. Schau, um 5 Jahre hast du Arbeit aus. Klar, bist du um 4 Uhr daheim. So, jetzt. Ja. Und meine Ex-Verlobte mag das Abendessen, macht es erst um 6 Uhr. Jetzt habe ich 2 Stunden Zeit. 120 Minuten habe ich Zeit, mal aufs Essen warten. Ja, was tust du? Ein Ring Fleischwurst essen? Ja. Ja. Das war eine gute Vorspeise, aber das passt da ihr nicht. Und wer verheiratet ist, weil der weiß, was ihr nicht passt. Ja. Sollte da dir nicht passen. Ja. Das ist ja furchtbar. Wir haben ja immer einen Ring Fleischwurst im Kühlschrank, falls einmal der Putin kommt oder wer. Und ja, der ist immer da als Reserve. Aber ich will auf den Ring Fleischwurst, ich will bloß hinlangen. Da geht's schon los. Finger weg! Wenn die hungert, dann isst eine Reiswaffel. Ja. Kennst du eine Reiswaffel? Schaut aus, weil Styropor, schmeckt aber nicht so gut. Ja. Ich war... Einmal wollte ich es wissen. War ich so grantig, sie war in der Stadt, haben wir gedacht, jetzt will ich es wissen. Habe ich eine Reiswaffel lassen, habe so dicken Butter drauf, so dicken Mayonnaise, eine Scheibe Presssack, eine Scheibe Leberkäse und ein Gesicht. Und eine Scheibe Gurke, das vegan ist. Und dann habe ich es gegessen. Und als ich von der Stadt heimgekommen, meine Ex-Verlobte, habe ich gesagt, Schatz, ich habe dir Unrecht getan, die sind nicht schlecht. Aber wie gesagt, ein Ring Fleischwurst geht nicht. So, was tust du? 2 Stunden Zeit? Was tust du denn? Ein Kaffee trinken? Kann ich nicht einschlafen. Ein halbes Bier trinken? Schlafe ich um 6 Uhr ein. Aussehen und joggen? Nein, ich muss jetzt vernünftige Vorschläge. Also, und darum haben sie Callcenter erfunden. Das ist der Grund. Die haben gesagt, der eine mit der Laura Toni hockt da wieder daheim, kriegt nichts zum Fressen. Ruf mir noch. Und, ja. Und vor kurzem war es wieder so weit. Kurz nach 5 Uhr, ich bin daheim, leite das Telefon, ich schaue auf die Nummer. Aha. Meine Frau gleich aus der Küche rausgeschaut, habe ich gesagt, weiche von mir, den übernehme ich. Dann habe ich angekommen. Und dann ist, jetzt pass auf, ich hebe an und sage, nein. Du musst Nein sagen. Sag bloß nicht Ja. Das sind noch Verbrecher. Die nehmen da das auf, wenn du Ja sagst. Und dann montieren sie so eine Frage hinten dran, hast du Ja gesagt. Zum Beispiel, möchten Sie eine Flatrate haben für monatlich 200 €? Und hast du Ja gesagt. Die sind noch brutal, das sind noch Verbrecher. Die kriegen da Provision, habe ich gelesen, in der Funkuhr. Da ist drin gestanden, die kriegen 30% Provision. 30% für 200 €, das sind... ja... Das ist nicht wenig. Und, ja. Und darum habe ich Nein gesagt. Aber das sind auch Profis. Die geben da nicht nach. Dann hat er gesagt, spreche ich mit Toni Lauerer? Hätte ich Depp Ja sagen sollen. Aber ich natürlich habe ich gesagt, die einen sagen das so, die anderen sagen das so. Aber der war auch hartnäckig. Der hat dann gesagt, ja, ich gehe davon aus, dass ich mit Ihnen spreche, Herr Lauerer. Ich habe Sie ja angerufen. Dann habe ich gesagt, wenn's meinst. Und dann hat er gesagt, Herr Lauerer, ich habe heute ein sensationelles Angebot für Sie. Es geht um eine Flatrate. Dann habe ich mir gedacht, jetzt wird er mir ein bisschen zu frech. Jetzt schalte ich um auf Oberpfälzerisch. Dann habe ich gesagt, jetzt vorbei. Wie bitte? Jetzt wie? Ich verstehe Sie sehr schlecht.
Du bist nicht von da, hä? Nein, ich rufe aus Hamburg an. Mein Hamburg. Hamburg an der Mosel. Mein. Herr Laurer, entschuldigen Sie bitte, Hamburg liegt an der Elbe. Das weiß ich schon. Das war doch ein Witz. Ich war doch schon in Hamburg bereits. Ich war doch in Hamburg. 1979 war ich in Hamburg. Nein, Entschuldigung. Herr Laurer, wenn ich Sie unterbrechen darf, es geht um eine Flatrate. Ich muss heute 60 Kunden anrufen. Sie sind der Erste. Ja, gratuliere. Also, ich war 79. Nein, 78 war ich in Hamburg. Noch Fralle. 78. Tut mir leid, habe ich mich vertan. 78, was beim Kurzen Rudi brennt hat. Wie bitte? Beim Rudolf Kunz hat es gebrunnen. Entschuldigen Sie bitte, Herr Brunner, Herr Laurer, das ist sehr interessant, aber ich muss meine Flatrate, ich muss etwas sagen zu Ihnen. Jetzt warte, haben wir 78. Ich weiß es auch noch, weil ich heimgekommen bin, hat meine Mutter gesagt, Toni, stell dir vor, beim kurzen Rudi hat es brennt. Darum weiß ich so. 78 war das. Nein, war in Hamburg mit der Schule. Ich bin noch in Cham in die Schule gegangen. In Cham bin ich in die Schule gegangen. Kennst du Cham? Nein, noch Cham. Nein, Herr Laurer, entschuldigen Sie, ich kenne das nicht. Das gibt's ja nicht. Cham. Bei Warzenried. Nein. Es tut mir so leid, Herr Laurer, das kenne ich nicht. Ist jetzt ja wurscht. Haben wir mit dem Bus von Cham auf Hamburg gefahren. 48 Schüler, ein Lehrer, ein Busfahrer, freilich. Und da fährst du da Cham, von Cham fährst du da B85 Richtung Roding. Ja, so fährst du da. Und nach Roding rechts musst du nachgehen. Oh mein. Da ist eine Tankstelle, Aral. Da ist eine Tankstelle, Aral. Da musst du nachgehen. Da blitzen die Saubären. Da langsam. Und dann weiter und dann ganz Schwandorf, Richtung Schwandorf fast dann. Herr Laurer, entschuldigen Sie bitte, ich muss heute noch 59 Kunden anrufen und wir sind erst in Schwandorf. Ja, dann gehen wir Gas, dann geht es weiter, Amberg und dann vor Amberg rechts auf der Autobahn, Nürnberg und auf Hamburg. Und bis schaust, waren wir rum. Und dann haben wir in Hamburg, gleich da hingefahren, wo der Bär tanzt, weißt du schon. Dann haben wir in ein Wirtshaus gegangen. Einen kurzen Namen hat das gehabt. Puff, genau. Puff. Das erzählt er jetzt, sitzt du hier, das dauert lang. Herr Laurer, entschuldigen Sie bitte, ich habe keine Zeit, ich muss noch 59 Kunden anrufen. Du hast keine Zeit mehr. Das ist aber eine super Geschichte. Hey, weißt du was, jetzt machen wir es so. Ich will jede Nacht um 3 wach, 10 nach 3, mal ein bisschen. Ich kann da nicht mehr einschlafen. Jetzt gibst du mir deine Telefonnummer. Da darf er die noch ein bisschen, um 2:45, darf er die anrufen und dann erzählt er das. Dann hat er aufgelegt, ich habe nie mehr was gehört. Dankeschön. Ja, merci. Vielen Dank. Aber jetzt die wieder. Dankeschön. Zwei Zwergerl gingen in ein Etablissement. Dann haben wir uns ein paar halbe getrunken da auf der Theken in der Bar. Und dann haben sie ihren Mut angetrunken. Da hat sich ja jeder so ein Mädchen ausgesucht. Ne? Da ist ja jeder mit der jeweils in ein Separé, sagt man. Ne? Dann sitzen sie in den Separé drin. Ne? Der eine sitzt drin, pudelnockert ausgezogen, er und sie, hupft ins Bett auf. Und weil er da drin ist, geht nichts. Und sie hat alles probiert. Gezogen, druckt, grault. Alle ihre Möglichkeiten hat sie ausgeschöpft. Es war nichts zum machen. Dann ist er runtergekupft vom Bett, hat in der Zwischentür gelust, da war sein Kamerad, da hat er so weit gehört, 1, 2, hopp, 1, 2, hopp, 1, 2, hopp. Hat er sich gedacht, Mensch, der hat die höchste Gaudi geerntet und der geht nicht. Ist er wieder ins Bett aufgekupft. Und sie hat wieder probiert.
gezogen, druckt, grault, ist alles Mögliche, ne? Und dann hat er sich wieder gehört, 1, 2, hopp, 1, 2, hopp, 1, 2, hopp. Dann hat er sich gedacht, Scheiß, hat sich wieder rot gezogen, ist runtergegangen auf Fahrer und hat sich noch eine halbe gekauft. Hat nicht lange gedauert, kommt sein Spätzl daher, sagt er, und, wie war's? Ah, sagt er, Scheiße, hat er gesagt, ich knock bei den schönen Dirndl da im Bett drin und geht nix. Ja, sagt er, du bist dann ins Bett aufgekommen. Ja, neulich ruft mein Nachbar bei mir an, sagt zu mir, ob ich nachts beim Sex mit meiner Frau etwas ruhiger sein kann. Er kann nicht schlafen. Dann habe ich gesagt, ich habe doch Nachtschicht. Dann bin ich früher von der Arbeit heim, die Woche drauf. Die ganze Wohnung durchsucht, sie nicht gefunden, Schlafzimmer reingeschaut. Kollidieren die da drin? Haben die tatsächlich miteinander geknattert? Dann habe ich gesagt, was geht hier vor? Dann hat er zu mir gesagt, die Uhr. Dann ist man natürlich schockiert. Dann habe ich gleich meinen Freund angerufen und habe das Thema erzählt. Ich habe gesagt, ich bin nervlich fertig. Hat er gesagt, einen guten Rat, schau dir deinen Hochzeitsfilm rückwärts an. Habe meinen VHS-Rekorder rauf vom Keller, die Kassette eingelegt, vorgespult und dann rückwärts angeschaut. Bombe. Hilft. Es war wunderschön, wo ich der Hochzeitswalzer rückwärts tanzt habe. Rückwärts aus der Kirche raus bin und am Schluss beim Juwelier das Geld wieder rausgekriegt habe. Mein Nachbar, der Hans, kommt das erste Mal mit seiner Frau nach München in den Viktualienmarkt. Zum ersten Mal haben sie da hin dürfen, die Große ist von der Provinz, sie wohnen in einem ganz kleinen Dorf. Dann ist er von der Provinz in den Viktualienmarkt gekommen, also mit seiner Frau durch die Marktständel da geschlendert. Dann tut sie einen Schrei. Mei, Sepp, schau mal her. Hat er gesagt, das ist ja ausgeschämt. Sagt er, der Depf ist Stück 1,50 €. Gell? Dann hat die Ständelfrau gesagt, nein, gnädige Frau, hat gesagt, das sind keine Erdäpfel, das sind Kiwi. Gell? Dann hat er gesagt, hat gesagt, so ein haariges Gemüse habe ich auch noch gar nie gesehen. Gell? Hat gesagt, nein, gnädige Frau, diese Früchte werden extra eingeführt. Gell? Hat er gesagt, siehst du das? Eingeführt werden sie und du hast das wieder gefressen. Also, eine Streife stoppt auf der Landstraße ein Auto. Der Polizist geht zu dem Auto hin und sagt so, grüß Gott, allgemeine Fahrkontrolle. Er sagt, hockt ein etwas älterer Herr hinterm Steuer und sagt, ja, grüß Gott, Herr Wachtmeister, bin ich etwa zu schnell gefahren? Na, sagt der Wachtmeister, im Gegenteil, Sie sind viel zu langsam gefahren, gerade mal 80 km/h. Ja, aber Herr Wachtmeister, auf den gelben Schilder, da steht doch allerweil 85 drauf. Na, sagt der Wachmeister, das ist nicht die kmh-Anzeige. Das ist die Nummer von der Straße. Sie können hier 100 Sachen fahren. Ach so, ja, gut, dann fahre ich ein bisschen schneller. Herzlichen Dank. Naja, und als sich der Wachtmeister gerade zum Gehen wendet, schaut er nochmal auf die Rückbank und sieht da zwei ältere Damen, kasweiß, verschwitzt, zittern, mit den Nerven völlig am Ende. Und da sagt er, Entschuldigung, aber was ist denn mit Ihren Frauen da los? Ja, wissen Sie, die müssen sich noch erholen. Wir kommen gerade von der B299. Der Pfarrer hat einen Scheißdreck gebaut. Und dann ist er extra in die andere Gemeinde gefahren, zum anderen Pfarrer, dass er beichten kann. Und dann krabbelt er so in den Beichtstuhl ein und gnäht sich und sagt, heiliger Vater, ich habe einen Scheißdreck gebaut. Und der andere Pfarrer hat drauf, naja, was hast du denn drin? Dann sagt der, mei, ich habe einen Hund getauft. Also getauft. Dann sagt er, na, was hast du gemacht? Du hast einen Hund getauft. Du kannst doch keinen Hund nicht taufen. Das ist ja gegen alles, was in der Bibel steht. Was hast du denn dabei denkt? Dann hat er gesagt, ja, weißt, es wäre ein goldiges älteres Ehepaar, die haben keine Kinder, die wollten zumindest einen Hund mit in den Himmel nehmen, also haben sie den Taffen lauer, dass der Hund in den Himmel kommt. Und außerdem habe ich jetzt 5.000 € für meine neue Orgel. Und dann schaut er an und sagt, was, 5.000 €? Für schon ein Haufen Geld. Sag einmal, ist der Hund schon gefirmt? So hat der Lehrer in der Schule die Kinder gefragt, sagt der Kinder, was ist ein Steinbutt? So hat sich der kleine Fritzl mit dem Sprachfehler wieder hinten mal gut sagt, also Herr Lehrer, der Steinbutt, das ist ein ganz flacher Fiss.
Ja, sagt der Lehrer Fritzl, das ist richtig. Und weißt du auch, warum dass der so flach ist? Weil das dein Bub, der hat nämlich Geschlechtsverkehr mit einem Wal gehabt und der hat ihn auch so zusammengewetzt und darum ist der dein Bub so flach. Jetzt hat der Lehrer in den Kopf geschüttelt und gesagt, der Fritzl, in deinem Alter auf so eine Antwort kommen. Also da kann doch daheim was nicht stimmen. Jetzt gehen wir sofort zum Rektor. Jetzt sind sie zum Rektor reingegangen, haben ihm die Geschichte auch so erzählt. Der Rektor schüttelt auch den Kopf. Sagt also, Fritzl, wirklich, in deinem Alter, so eine Antwort. Also da kann doch daheim was nicht stimmen. Also, Herr Rektor, was kann jetzt ich dafür, wenn der Herr Lehrer so schwierige Fragen stellt? Der heute ja zum Beispiel fragen könnte, wieso hat der Frosch so große Augen? Jetzt hat der Rektor geschaut, sagt er, ja, Fritzl, wieso hat denn der Frosch so große Augen? Ja, der hat das alles mit ansaugen. Ein herzliches Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich außerordentlich, dass ich hier im wunderschönen ACC heute auch mitsprechen darf. Ich bin sehr wendig, was Meinungen angeht. Letztens hat der Hubert Aiwanger zu mir gesagt, das Gute ist, man muss dir nicht widersprechen, das machst du täglich selber. Er hat gesagt, Markus, du änderst täglich deine Meinung. Diese Woche schon zum 6. Mal, was schließt du darauf? Sage ich, heute muss Samstag sein. Naja. Er merkt einfach, ich habe einfach Charme, meine Damen und Herren, und das kann man nicht lernen. Und wir brauchen einfach mehr Humor, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, das wäre ja mein Duell gewesen, das letzte Kanzlerduell. Ja, das wäre ja meins gewesen. Auf der einen Seite Dr. Markus Söder mit Mathe-Leistungskurs in Bayern, auf der anderen Seite Annalena Baerbock mit unbekannter Herkunft. Ich meine, war Abitur in Hannover, da kriegst du dein Abi schon, wenn du einen Topflappen häkeln kannst. Ja. Da ist er mit einem bayerischen Angelschein mehr Hochschulreife, ja. Er merkt, ich habe einfach Charme und deswegen grüße ich unsere Protagonisten, wünsche ihnen alles Gute, dass sie das super schaffen, dass sie einfach jetzt durchhalten auch und das Ganze durchziehen, meine Damen und Herren. Ich habe mich jetzt auch schon ein paar Mal als Kanzlerkandidat beworben. Ich habe jetzt schon gesagt, am besten wäre es, wir machen jetzt, wenn man mich nicht ranlässt, einfach ein eigenes Königreich Bayern auf, mit mir an der Spitze, meine Damen und Herren, wenn die das nicht verstehen. Na also, funktioniert doch, meine sehr verehrten, meine Damen und meine Herren. Super, so jetzt schauen wir mal in meinen Koffer rein. Also, eins muss ich Ihnen schon sagen, meine Damen und Herren, jetzt schalten wir mal schnell mal runter zum Krebs. Ja. Wisst ihr, was das Allerschlimmste ist? Ich komme gar nicht mal raus aus dem Ding. Was das Allerschlimmste ist, diesen Scheißdrecksbart jedes Mal aufpappen zu lassen. Ja. Ich verfolge den Söder schon auf Instagram und versuche die ganze Zeit, ihn davon zu überzeugen, dass er den Bart lässt, weil es dauert einfach viel zu lang, bis ich das, aber seine Töchter haben ihm das eingeredet. Naja, bitte, super. Wir machen weiter mit einer sehr wichtigen Person der bayerischen Politik. Ich freue mich, dass er da ist. Grüß Gott, meine Damen und Herren. Jetzt geht's einmal auf. Jetzt sprechen hier die Freien Wähler, liebe Leute, und ich sage euch, jetzt wird hier einmal auf der Bühne Klartext gesprochen und kein linksgrün versiffter Gaga aus dem Berliner Wolkenkuckucksheim. Ich bin Hubert Aiwanger und fordere als Jagdminister und als Wirtschaftsminister, aber vor allem als Jagdminister, endlich wieder Bären und Wölfe zu erschießen und den Biber gleich mit und den Fischotter, liebe Fischzüchter, und den Buchsbaumzünsler, bei denen auch keine alte Sau braucht. Habe ich recht oder habe ich recht? Und jetzt möchte ich einmal eines sagen, weil wir jetzt, bitte verfolgen Sie uns, den Lauerer Toni und die ganzen anderen, die Vizemeisterschaft und unsere ganzen Protagonisten bitte auf Social Media. So, mal Hand hoch, wer ist auf Social Media? Tut mal die Hände hoch, wer ist im Facebook, im Instagram? Ja, ich spreche es lateinisch aus. Facebook und... Wer ist da drin? Du, ich finde es super, dass ihr drin seid. Bitte werdet mein Follower. Also Follower ist Englisch, das heißt Verfolger. Verfolger, du musst mein Verfolger, weil wieder Jesus seine Jünger, so habe ich meine Follower.
Du brauchst heute Verlober, aber ich weiß nicht, was ihr für Erfahrungen gemacht habt auf Facebook und Instagram und wie das alles heißt und Telegram und sowas alles. Ich habe manchmal den Eindruck, je größer der Dachschaden ist und je weniger echte Freunde im echten Leben manche Leute haben und je weniger Follower sie selber haben, desto mehr scheißen die Leute einen riesen Haufen auf deinen Account, weil du ja viele Follower hast. Sie haben aber keine Follower. Sie hätten aber gern deine Follower. Also schreiben sie einen riesen Sermon hin, weil sie hoffen, dass deine Follower das lesen und sich dann denken, oha, das ist ja ein intelligenter Follower. Da wären wir ja dein Follower, sein Follower und sind dann sein Follower und nicht mehr dein Follower. Du hast keine Follower mehr und er hat alle deine Follower. Das ist doch ein riesen Krampf, liebe Freunde. Eine Verblödung der Leute ist Social Media. So ist es. Aber bitteschön werdet mein Follower. Es ist ganz wichtig heutzutage. Ohne Follower bist du heutzutage nichts und bist am Arsch. Und deswegen habe ich eine Bauernregel. Föhnt der Hahn sich seinen Kamm, glüht er rot und steht ganz stramm. Danke, servus. Ja, du, der Aiwanger. Meine Seele, ich sehe sie noch nicht. Da! Das ist ja wie früher bei meinen großen Reden. Sehr geehrte Freunde hier im Amberg, im ACC Akut, liebe Hustensäfte und die anderen Brasilianer. Liebe Freunde aus überall aus Bayern, die hierher gekommen sind, liebe Bayern-Einzhörer, aber auch liebe OTV-Schauer und die anderen, wer halt heute alles da ist, liebe Vertreterinnen und Vertreter, Witze-Erzähler. Ich freue mich, dass wir heute hier am CSU am Parteitag der Witze, am Vize-Parteitag, lieber Vizepräsident Toni Laurer und lieber Harry Meyer. Harry, meine Damen und Herren, liebe Ambergerinnen und Amberger, aber überall aus Bayern, liebe Oberpfälzer, aber auch liebe Unterpfälzer, liebe Unterfranken, liebe Mittelfranken, liebe fränkischen Franken und auch liebe Schwäbinnen und Schwaben, liebe Augsburgerinnen und Augsburger, Oberbayern, Unterbayern, Niederbayern und Nicht-Bayern, liebe CDU-Wähler. Weil der Aiwanger gerade da war. Also Anfang des Jahres war ja die Frage, überall da, wo in Bayern 2 oder 3 Traktoren nebeneinander standen, war der Aiwanger sofort dazwischen, weil er es für eine Bauerndemo gehalten hat. Letztens stand er zwischen 50 nagelneuen Traktoren. Und es hat eine halbe Stunde gedauert, bis er gemerkt hat, es ist keine Demo, sondern es ist das Auslieferungslager der Firma Fendt. Ich muss Ihnen auch sagen, wir haben jetzt momentan überall diese Klimakleber, liebe Klimakleberinnen und Klimakleber, liebe jungen Leute. Ich sage, liebe Klimakleber, wir haben eure Botschaft verstanden, klebt euch bitte an eure Ausbildung und werdet Elektriker, damit wir die Energiewende schaffen, meine sehr entsetzten Damen und Freunde. Bei uns bei uns in Hausratswolfen, in Ratswolfhausen, in Wolfhaus-Ratzen. Ja, Sie wissen ja, wo ich wohne. Zu meinem Fahrer sage ich immer, ich muss heim. Da hat sich vor kurzem ein Klimakleber auf die Durchgangsstraße gepappt. Das hat den ganzen Tag niemand gemerkt. Wir haben ja eine Umgehungsstraße. Und natürlich müssen wir jetzt umdenken, das ist ganz klar. Wir müssen Mobilität vollkommen neu denken. Ich bin im Sommer 2 Wochen mit dem Fahrrad in die Arbeit gefahren, aber das ist nichts für mich. Das Fahrrad braucht einfach zu viel Platz im Kofferraum. Jetzt bin ich aber mal mit dem Elektroauto gefahren. Nicht der Harry Meyer, der fährt seinen Tesla, einen Tesla-Roller, einen Tesla-Roller von diesem Elon-Dings, Elton John. Und der hat ihn erfunden, der Elton John, seine Elektromusik. Und auf jeden Fall, in dem Auto vom Harry Meyer ist alles vollautomatisch. BMW hat es jetzt auch, Audi hat es jetzt auch. Da setzen Sie sich ins Auto rein. Das Navigationsgerät ist ein KI-gesteuerter Computer. Das Navi hat einen Sprachcomputer, kann man alles mit Sprache eingeben. Aber ich habe mich mit der Dame angelegt. Sagt die Dame vom Navi, ich soll links abbiegen. Ich bin
der Stoiber, ich bin mein Leben lang nie links abgebogen, immer 3-mal rechts war es auch wieder links. Und der Vogel. Diskussionen. So ging das immer hin und her. Irgendwann sagt das Navi zu mir, ich soll anhalten, sie will aussteigen. Ich kann also nur alle warnen, die meinen, ich bin auf das alte Abstellgleis genagelt worden, nur weil ich nicht mehr heiß bin. Ich kann immer noch rege an der Politik teilnehmen und am Dings, an der Situation in Bayern. Vor kurzem wie heute wieder, ich fahre auf der Autobahn hierher nach Dings, wo sind wir? Und vor mir ein LKW mit der Aufschrift Fahrer gesucht. Ich habe sofort bei der Spedition angerufen und gesagt, er sitzt vorne links. Ich danke Ihnen, viel Spaß. Schnell aus dem Bild. Wie war das damals für dich, also vor einigen Monaten, als du plötzlich auf Instagram geschaut hast und der Söder hat dir einen Bart? Hat dich der Schlag getroffen oder hast du es vorher schon gewusst? Ich habe es immer befürchtet. Und das Schlimme war, dass der das irgendwann macht. Und ich habe irgendwann einmal der Söder hat mich zu einem Podcast eingeladen. Also da geht man natürlich hin, das ist ja klar. Manche haben gesagt, was bist denn du für Schleimer? Aber ganz ehrlich, wenn ich der bayerische Ministerpräsident anruft, also nicht anrufen lässt, der lässt ja einen. Und dann war eben die Frage, also gehe ich jetzt zu dem Podcast und der Podcast heißt Auf eine weiß-blaue Tasse mit Markus Söder. Und dann bin ich da hingegangen und dann habe ich ihm das selber noch erzählt. Ich habe noch gesagt, also das Schlimmste, was passieren würde, wäre, wenn der bayerische Ministerpräsident sich einen Bart wachsen lässt, weil es ist immer ganz schwierig, so einen Bart dann das ist für dich, also dir steht das sehr viel besser, finde ich, als dem bayerischen Ministerpräsidenten, aber da scheiden sich die Geister. Und für mich ist halt immer Wahnsinn, du bist nicht mehr so flexibel, weil das dauert ein bisschen, bis er aufgeklebt ist. In der Pause, er ist durchgesetzt, geschwitzt. Und das stinkt, das Zeug. Das ist alles so mastig, so Baumharzkleber. Und das hast du halt dann da immer dran. Ja, gell? Ja. Das ist schwierig. Dann pappt da immer man an, musst runter, das reinigen, das ist ein Mordsaufwand. Also mit den Perücken aufsetzen, zack, weiter. Und ich sage ihm das noch und ich glaube, das hat er mir zum Fleiß gemacht. Ich glaube. Und jetzt habe ich ihn letztens noch mal getroffen und habe gesagt, also wie kommt es jetzt, dass sie jetzt einen Bart hat und so weiter. Dann sagt er, meine Mädels haben es außerdem, verdienst ihr einen Haufen Geld, ne? Kannst du ruhig irgendwas aufkleben vorher. Und das fand ich jetzt dann auch wieder lustig. So ist er halt, gell? Das ist halt, ja. Er ist schon ein Spaßvogel, gell? Du wirst es nicht glauben, ich habe in seinem Sekretariat angerufen, da habe ich jemanden, den ich kenne und da habe dann gefragt, sag einmal, bleibt es jetzt mit dem Bart? Oder dann hat die gesagt, ja, wenn der nächsten Dienstag zur Runde mit den Ministern, wenn er da den Bart noch hat, dann bleibt der erstmal eine Zeit lang. Dann habe ich wirklich daheim gedacht, oh Gott, hoffentlich bleibt es nicht und ja. Naja, es ist jetzt nicht so schlimm, man kann es aufkleben, aber es schränkt mich ein bisschen ein, muss ich ehrlich sagen, weil der jedes Mal das Ding aufpappen muss. Also wenn Sie ihn nochmal beklebt sehen wollen, ja. Du spielst in Amberg, gell? Stimmt. Ich habe es mir aufgeschrieben, am 12.01.2025 bist du hier im ACC. Wenn Sie jemand ärgern wollen zu Weihnachten, schenken Sie ihm eine Karte für mich. Genau. Machen wir noch eine. Ja, Zeit wird's. Ja, dann starten wir wieder durch. Bühne frei für unsere Witzeerzähler. Auf geht's. Bayern jung sein ist Steuerprüfung angesagt. Ne? Die haben das ganze Haus durchschaut, von oben bis unten. Dachboden, die ganze Wohnung durchgeschaut. Die Einliegerwohnung, das Gartenhäusl und ganz unten im Keller haben sie so eine alte Destille gefunden, eine Schnapsbrennanlage. Dann hat der Finanzbeamte gesagt, ja, guter Mann, Sie haben da eine Schnapsbrennanlage, das unterliegt dem Steuerrecht, da müssen Sie ja Steuer nachzahlen, 10 Jahre. Ja, sagt er, ja, das weiß ich nicht, das ist von meinem Großvater noch da käme ich nicht aus damit, keine Ahnung. Sagt er, das ist wurscht, Sie müssen da die Steuer nachzahlen, weil das Gerät ist da. Naja, das ist ein schlauer Hund gewesen, ne? Hat er gesagt, wenn das so ist, jetzt pass auf, sagt er, dann gebe ich ums Kindergeld ein. Ja, sagt er, also laut unseren Unterlagen sind Sie Junggeselle, nicht verheiratet, keine Kinder. Sagt er, das ist wurscht, aber das Gerät ist da. Ja, bei mir hat es neulich an der Wohnungstür angeläutet, mache die Tür auf, stehen 2 Zeugen Jehovas draußen, haben gesagt zu mir, wir suchen Zeugen Jehovas. Dann habe ich gesagt, ihr habt doch den Unfall gar nicht gesehen. Dann sind sie beleidigt wieder gegangen. 3 Tage später läutet es wieder an. 2 andere Zeugen Jehovas, ich habe ein wenig ein schlechtes Gewissen gehabt.
Dann habe ich gesagt, ja, kommen Sie rein. Habe im Wohnzimmer Platz angeboten, habe gesagt, Kekse und einen Kaffee. Haben die gesagt, ja, sehr gerne. Habe eine Kekse hingestellt, einen Kaffee gemacht. Dann habe ich mich wieder zugesetzt. Dann habe ich gesagt, so, was kann ich jetzt für Sie tun? Dann haben die gesagt, das wissen wir selber noch nicht so genau, weil so weit sind wir noch nie gekommen. Burberese steht in Rosenheim im Amtsgericht als Angeklagte, weil man sie im Supermarkt beim Klauen erwischt hat. Dann hat der gnädige Richter gesagt, gnädige Frau, hat der Richter gesagt, so, was haben Sie gestohlen im Supermarkt? Mei, Herr Richter, ich bin ja normaler so ein braves Leid, gell, sowas tue ich ja gar nicht, aber ich bin durch die Konservenabteilung gelaufen und dann sehe ich so eine Dosen Pfirsiche und die haben so saftig ausgeschaut und mich hat er so gehungert und mir ist Wasser zusammengelaufen. Dann habe ich die Dosen Pfirsich genommen, habe sie in die Manteltasche reingeschoben und geschaut, da ich rausgekommen. Zack, habe ich der Kaufhausdetektiv schon gehabt. Gell. Dann hat er gesagt, nein, Meier Resel, hat er gesagt, schaut also auf den Zettel, hat er gesagt, du bist eine völlig unbescholtene Frau, hat er gesagt. Da hat er gesagt, das ist jetzt Mundraub, hat er gesagt, da haben wir jetzt nicht so streng, da verurteilen wir die, hat er gefragt, sagt der Resel, wie viel Pfirsich waren denn drinnen, der Dosen? Dann hat er gesagt, 5. Er hat gesagt, gut, dann machen wir jetzt 5 Tage Freiheitsstrafe, du gehst jetzt 5 Tage ins Gefängnis und nachher ist die Sache vergessen. Gell? Dann wollte der Richter das Urteil versprechen, dann hat hinten einer umeinander, aus dem Publikum einer aufgezeigt, hat er gesagt, Entschuldigung, darf ich was sagen? Dann hat der Richter gesagt, ja, wer sind denn Sie? Sagt, ich bin der Ehemann der Angeklagten. Sagt er, haben Sie was vorzubringen oder was? Hat er gesagt, ja, darf ich was sagen? Ja, bitte, sagen Sie halt was. Sagt er, eine Dosen Erbsen hat es auch noch gestohlen. Ein relativ kurzer, eine Frau sitzt beim Arzt, sagt der Arzt, gnädige Frau, was haben Sie denn für Beschwerden? Ich habe immer so kalte Oberschenkel. Ja, stört Sie das denn? Nee, aber mein Mann hat schon eine 3. Mittelohrentzündung. Zwei Alkoholsünder müssen zum Idiotentest, kennt ja jeder, ne? Und es ist die letzte Chance, die sie überhaupt noch haben. So. Der erste geht rein und nach 2 Minuten kommt er freudestrahlend wieder raus und sagt, ich hab's geschafft. Sagt der andere, echt, was war da los und vor allem so schnell? Ja, sagt er, die haben mir eine Frage gestellt und zwar, was ist der Unterschied zwischen einer Ente und einem Fisch? Und da habe ich halt gesagt, ja, also die Ente schwimmt auf dem Wasser und der Fisch im Wasser. Ja, das war richtig und da habe ich bestanden. Super, sagt der andere, na dann schauen wir mal. Naja, dann wird der zweite aufgerufen, kommt auch zu diesem Test. Nach 2 Minuten kommt er auch wieder raus, total traurig. Dann sagt er, was ist los, was passiert? Ja, ich bin durchgefallen. Ja, und was war los? Naja, die haben mir auch eine Frage gestellt. Die haben mich gefragt, was ist der Unterschied zwischen einem Hirsch und einem Schwan? Ja und? Naja, da habe ich gesagt, der Hirsch, der macht um 16 Uhr auf und der Schwan ist um 18 Uhr. Also der Alt-Uropa, 95 Jahre alt, stirbt und kommt in die Hölle. Dann steht der Teufel vor ihm und schaut ihn ein wenig grantig an. Und der Opa steht da und sagt, Schaut ihn der Teufel, der beimt sie auf, beimt sie drüber, nimmt so einen Dreizack. Der Opa wieder. Der Teufel, die Herren fangen es Rauchen an, der spuckt Feuer, der schaut an und sagt, hast du keine Angst vor mir? Und sagt dann, nein, ich war 60er mit deiner Schwester verheiratet. Jetzt wollte der Pfarrer unbedingt einmal auf das Gelände vom Nonnenkloster, weil da gibt es einen ganz schönen See und da wollte er unbedingt einmal Boden drin. Ja, und da ist noch fast finster gewesen, ein bisschen hat es schon dämmert, dann ist er über die Mauern drüber, bloß ein Säufer und ein Handtuch hat er dabei gehabt, dann ist er da ans Ufer hin und ist rein und hat sich gebaut. Auf einmal sieht er, weil die Nonnen kommen, vor ihrem Morgengebet, jetzt gingen die alle durch den Park durch. Oder er denkt, oh leck, Scheiße, was mache ich jetzt? Über die Mauern zurück, kann ich nicht mehr, die schaffe ich nicht mehr. Jetzt hat er sich hingestellt, weil eine Statue ganz starr, in der einen Hand hat er Säufer gehabt, in der anderen Hand hat er das Handtüchel gehabt. Jetzt sind die Nonnen da vorbeigekommen, sagt eine Nonne, na, die Statue da, haben wir die schon immer oder ist die neu? Die andere Nonne ein wenig geschaut, dann ist auch hingegangen. Ja, und wenn ich da hinten anschaue, da hat sie nur so einen Schlitz.
Jetzt ist die erste noch nicht hergegangen und hat gesagt, was, das probiere ich jetzt. Da hau ich jetzt einen Cent hinten rein. So hat es hinten einen Cent reingehauen, hat vorne einmal angezogen, im Vorder kommt Säufer aus, gut noch nicht fängt der Säufer. Sagt so, das ist ja super, 1 Cent und so ein Drum Säufer. Schaut die zweite noch nicht und sagt, Mensch, das probiere ich auch. Hat 5 Cent Asser, hat es hinten reingehauen, hat vorne 5-mal angezogen und im Vorder kommt das Handtuch Glas. Sagt, das ist ja super, 5 Cent und so ein riesen Handtuch. Jetzt ist die dritte noch nicht da gestanden und gesagt, jetzt probiere ich es auch. Lang rein, da hat er 10er lassen, schreibt ihm 10 Cent hinten rein, zeigt vorne 10-mal an, er schaut und sagt, also 10 Cent und so wenig Shampoo. Ja. Da glaube ich, müssen wir jetzt erstmal einen Trinken drauf. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Trinken ist ein perfektes Stichwort. Aha. So. Jetzt sitzt ihr da. Also auf den Witz muss man jetzt echt erstmal einen trinken. Oh ja. Mit dem Shampoo, ich brauche keins mehr. Herr Götz. So. Yes. Also, auf unsere Kandidaten. Herr Stoiber. Auf unsere Kandidaten, genau. Los miteinander. Liebe Lachinspekteure, die Stammtischrunden sind vorbei. Wählt nun eure 3 Finalisten. Jeder Juror einen. Der Juror mit der weitesten Anreise darf als erstes wählen. Wir sind gespannt, welche 3 Scherzkekse ins Finale kommen. Viel Spaß und haut euch nicht die Köpfe ein. Sehr gut. Du bist der weiteste. Ich bin die weiteste Anreise aus Kaufbeuren. Kaufbeuren? Aus der Krisenregion Allgäu angereist. Der Harry wohnt da im Keller. Ganz toll. Der wohnt da herin. Ja, ja. Ich bin der letzte Rest. Ja, die Furt im Wald. Furt im Wald, genau. Ja, Westböhmen. Als welche Figur soll er denn seinen Finalisten bekannt geben? Also mein Liebling ist, war und bleibt der Edmund. Das sehe ich auch so. Ja. Ja, oder? Ja, dann, kann ich da meine Perücke aufsetzen? Ja. Schnell. Ja. Ah, pass auf. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich und meine Person, also wir 4. Wir müssen ja jetzt, also jemand, wo ich sage, der muss auf jeden Fall ins Finale. Da habe ich es natürlich am leichtesten als die anderen, weil ich habe ja eigentlich gar nichts zu entscheiden. Ich denke, wenn ich immer so mit beobachtet habe, wie Sie reagiert haben auf das, was Sie gehört haben, dann möchte ich auf jeden Fall mitnehmen ins Finale. Jeder hat jetzt 3 im Kopf oder vielleicht sogar alle 7. Aber ich sage jetzt ganz klar, Daniel Götz, meine Damen und Herren, der muss im Finale sein. Ich hoffe, das ist... So, Job erledigt. Also ich tritt jetzt als Laura rauf. Ja. Ich kann keinen anderen. Wäre lustig, wenn man dir eine Perücke aufsetzen würde. Also. Kann man das einmal ausprobieren? Als Robert Habeck vielleicht mal versuchen. Nein, da haben wir uns nicht versündigen. Also ich habe mir, ganz ehrlich, ich bin ein Beamter muss immer ganz akribisch arbeiten. Ich habe mir immer Punkte aufgeschrieben, ob ihr es glaubt oder nicht. Es sind für die ganzen 7 Männer nicht mehr als 5 Punkte Unterschied. So gut hat mir die alle gefallen. Ja. Aber einen habe ich jetzt dabei, der ist um 1 Punkt vorn und den darf ich vorschlagen und das ist der Thomas, der Erste. Jetzt ist es natürlich schwer, gell? Und ich bin jetzt der Arsch. Ja. Das ist das. Weißt du, beim Toni und bei mir soll noch Publikum kommen und bei dir ist es das ist ja eh wurscht. Ich mache einen Podcast. Also du bist ja hauptberuflich Lehrer. Da ist natürlich. Also von daher, mein Klientel muss vor mir sitzen. Von daher, von den Punkten von mir, ich nehme den, der bei mir am besten gefallen hat, oder alle haben mir am besten gefallen, aber ich muss mich für einen entscheiden und der dritte im Finale ist der Wolfgang Bösel.
So, liebe Juroren, öffnet nun den Umschlag mit den Hinweisen fürs Finale. Viel Spaß und möge der Beste gewinnen. Ja, ich darf den Umschlag öffnen. Gesundheit! Das hat jetzt gerade passt, weil wir haben eh nicht gewusst, was wir sagen sollen, wenn wir den Umschlag haben. Das war jetzt echt so. Da steht tatsächlich was drauf, gell? Also es steht drauf, Finale. Liebe Spaßsensoren, es folgen 3 Runden, zu denen jeder Juror, das sind wir, eine Kategorie vorgeben muss. Erstens, wählt die Reihenfolge der Witzeerzähler. Zweitens, jeder Juror gibt eine Kategorie vor, zu der jeder Kandidat einen Witz erzählen darf. Wie machen wir das jetzt? Wie wählen wir die Reihenfolge der Witze? Wir würfeln den ganzen Spaß aus. Wir haben hier 3 Würfel. Ich gehe kurz vor. Wir haben jetzt mal den... Farbe egal, oder? So, dann würfel dir, der mit der höchsten Zahl darf dann beginnen. Ach ja, dann ist ja toll. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Der nächste Auftrag ist, jeder Juror gibt eine Kategorie vor, zu der jeder Kandidat einen Witz erzählen darf. Zum Beispiel könnte ich jetzt, dass da prominente Persönlichkeiten vorgeben, wäre zum Beispiel so ein Vorschlag. Ja, dann machen wir doch das. Dann machen wir doch das. Jetzt haben wir keinen Advent hier stehen, jetzt haben 3 Prominente miteinander einen Urlaub gebucht. Einen Urlaub gebucht ohne Frauen, weil ihr wisst ja, ohne Frauen halber so viel Geld, doppelt so viel Spaß. Jetzt haben die eine Fernreise, eine wunderbare Fernreise gebucht nach Hawaii. Das einzige Problem, was die 3 Prominenten gehabt haben, für den hat jeder einen Gehfehler gehabt. Der erste, der ist ein wenig gegangen, weil er so ein Anden. Der zweite, der ist beim Gehen aber so weggeknickt. Und der dritte, der hat ein wenig so einen Ziehfuß gehabt, also der hat den Haxen aber so hinten aufgezogen. Jetzt haben die 3 auf Hawaii geflogen, haben gleich mal an die Hotelbar 3, 4 Bier getrunken, so wie man es halt macht, dann sind sie ins Bett gegangen. Am nächsten Tag in der Früh haben sie sich hergerichtet. Wo geht man hin auf Hawaii? An den Strand. Jetzt haben die 3 an den Strand, haben sie ein wenig geschaut, die Frauen ausschauen, die Schnecken checken, versteht's? Und dann haben sie in der Ferne 3 junge Damen gesehen, oben ohne, die Lungenflügel haben rausgehängt. Ja, ich mag Lungenflügel sagen, weil Brüste darf man nicht mehr sagen. Brüste, das ist heutzutage verboten, weil zu Brüste sagt man eigentlich ein paarweise auftretendes, kugelförmiges, ästhetisches Fettgewebe an Menschen mit Menstruationshintergrund. Jetzt haben die 3 hergegangen, jetzt haben sie die natürlich gesehen. Da sagt der erste Mensch, die will man aufreißen könnten für einen Urlaub, das war doch was. Dann sagt der zweite, mei, die will uns sehen mit unserem Gehfehler, da haben wir nie eine Chance. Sagt der dritte, passt auf, ich habe da eine Idee. Jetzt hat er die 2 was ins Ohr eingeflüstert. Jetzt ist der erste aufgestanden. Der Sand ist aber heute wieder heiß. Jetzt ist der zweite gekommen und Löcher haben die da an dem Strand. Löcher haben die. Dann ist der dritte gekommen, das mit den Löchern ist überhaupt kein Problem, der schaue irgendwie dazu. Ja, ich bin noch direkt vom Bayerischen Wald aus. Ne? Die ersten Prominenten, weil ich meine Leute kennengelernt haben, die sitzen da in der Jury. Unsere Prominenz bei uns im Dorf ist der Bürgermeister und der Pfarrer. Ne, der Polizist, was man halt so hat. Und ja, über den Bürgermeister möchte ich was verzeihen. Und zwar liegt der Bürgermeister im Sterben. Kein schönes Thema. Seine Frau sitzt daneben am Sterbebett. Und jetzt sagen sie so, sie hat sich am Sattel gehalten. Gell. Der Bürgermeister liegt drin und so sagt er, mei, hat er gesagt, jetzt war ich so im Sterben lieg, ich muss da was gestehen. Mei, sagt sie, ja, wo denn? Mei, ich bin da fremd gegangen. Einmal. Und zwar kurz bevor da wir geheiratet haben. Oh Mai, hat sie gesagt, das ist ja schon so lange her. Mit wem nachher? Na ja, sagt er, mit der Nachbarin, die hat man so schön da. Ja, sagt er, sagt sie, gut, das ist vergeben und vergessen, das ist alles, aber weil wir gerade beim Beichten haben, hat sie gesagt, weil wir gerade beim Beichten haben, ich bin da auch fremd gegangen, 3-mal. So hat er gesagt, 3-mal.
Ja, aber nur zu deinen Gunsten, nur wegen dir. Na so, jetzt verzeih. Ja, sagt sie, das erste Mal, weißt du das noch, weil du besoffen vom Wirt heimgefahren bist, hätten sie dir einen Führerschein genommen. Haben mich mit dem Polizeichef einlassen, hast deinen Führerschein gehalten können. Mei, da hat er fast dankbar sein, das ist ein Wahnsinn. Und das zweite Mal, naja, sagt sie, das zweite Mal, weißt du das noch, weil wir unser Häusl gebaut haben, ne? Hätten wir ja den Kredit nicht gekriegt. Haben wir mit dem Bankchef einlassen, haben wir den Kredit gekriegt für unser Häusl. Mei, hat er gesagt, da hat er dankbar sein. Meine gute Frau, das ist ein Wahnsinn. Und das dritte Mal, naja, hat sie gesagt, das dritte Mal, da hast du zum Bürgermeister hast du aufstehen lassen und ist in die Stichwahl gekommen, hat er halt noch 85 Stimmen angegangen. Also wenn wir schon das Thema Prominente haben, und heute haben wir ja einen Haufen Prominente, unter anderem 3 hochrangige Politiker aus Bayern, ja. Und da bleibt mir fast nichts anderes übrig, weil da sich ein Stoiber an die Schweizer Grenze reisen lässt. Und der hat aber dummerweise seinen Pass vergessen. Und dann sagt der Schweizer Zöllner, ja, so kommen Sie hier aber nicht rein, oder? Dann sagt er, meine Damen und Herren, ich bin doch der Stoiber, man muss mich doch kennen, oder bitte, ja. Dann sagt er, ja, wissen Sie, wenn Sie etwas Besonderes tun könnten, ja. Vor kurzem war der Ronaldo da, ja, da haben wir einen Fußball gegeben, der hat ein bisschen gekickt. Ja, das war typisch für den, dann haben wir durchgelassen. Ja, kurz danach war der Heino da, ja, da haben wir ihm Gitarre gegeben, der hat ein bisschen blau, 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 Blüte entziehen und das war typisch für den, dann haben wir durchgelassen. Dann sagt der Stoiber, ja, aber ich kann ja nichts, ja, das ist typisch, dann gehen Sie mal durch. Also ich darf gern was hören zum Thema Wirtshaus. Das passt. Ja, das passt, das kennen alle. Ja, das passt sehr schön. Dann schauen wir mal. Es haben 3 Piloten haben im Wirtshaus geguckt und haben sich so unterhalten, was denn machen, wenn es einen Nöbe hat. Wenn er sehen sie nicht mehr gescheit, was dann machen. Der eine ist ein Amerikaner gewesen, der zweite ein Franzose und der dritte ein Italiener. So hat der Amerikaner angefangen und sagt, well, when we have neighbor, I don't have problem. Mache ich auf das Fenster, halte ich raus die Hand. Wenn ich spüre die Freiheitsstatue, weiß ich, in 2 Minuten, ich kann landen. Schaut der Franzose, oui. Wir haben auch keine Probleme. Wenn wir haben Nebel, mache ich auch auf die Fenster, mache ich raus die Hand. Wenn ich spüre die Eiffelturm, weiß ich, 3 Minuten, schau de Goal, ich kann landen. Schaut der Italiener wegen so, allora, no problema, wenn haben Nebel. Mache ich auch auf die Fenster, halte ich raus meinen Arm, tue ich wieder rein, wenn Uhr weg, Napoli. Drei Mäuseriche, also männliche Mäuse sitzen im Wirtshaus, trinken noch eine halbe um die andere. Jetzt haben wir die Sprecher angefangen. Da sagt die erste Maus, Mensch, hat er gesagt, also ich, wenn eine Maus fallen sehe, eine Mausefalle, ne, dann friese ich den Käse aus und mit dem Bügel mache ich Bizepsübungen hin. Ne. Sagt der Zweite, die sagt, gar nichts. Also, ohne Krampf. Ich, wenn ein Ratengift sehe, ein Ratzengift, das hau ich her auf ein Pulver und dann schnupf ich's. Der Dritte hat er so geschaut, hat er gesagt, ich gehe jetzt heim und schnackselt mit der Katz. Bin ich vor kurzem mit dem Kumpel, war ich das letzte Mal in der Kneipe, ne? Und dann steht mitten am Tresen steht so ein riesengroßes Fassel bis um und hin mit 50-Euro-Scheine. Und dann irgendwann mein Kumpel ist neugierig geworden und hat den Wirt so gefragt, so, sagt er mal, das Fassel mit den 50er, was hat's denn damit auf sich? Und dann sagt der Wirt, jawohl, pass auf, ich habe mir was überlegt. Du musst einen 50er da einschmeißen, dann habe ich 3 Aufgaben für dich und wenn du die 3 Aufgaben erfüllst, dann gehört das ganze Fassel gehört dann dir. Mit den 50er drin. Dann sagt der Sackler, naja, 50 Euro ist heutzutage viel Geld. Ja, schauen wir mal. Trinkt der halbe, trinkt der zweite halbe, trinkt der dritte halbe, wird er mutig. Ne? Dann sagt er, ja komm, scheiß auf den 50er, zeig den 50er, so steckt den oben ins Fassel ein. Dann sagt der Wirt zu ihm, ja, also pass auf, die erste Aufgabe ist, du musst so 1 Liter Penninger Blutwurz, musst du auf Ex wegziehen. Danach habe ich mir einen Pitbull gekauft, aber Vorsicht, der ist bissig, ja, der hängt hinten im Hof, der hat einen losen Zahn. Ja, den musst du im Zahn ziehen. Und er denkt sich schon, fix, ne? Und die dritte Aufgabe, oben im 1. Stock liegt meine Uroma. Und der hat schon seit 40 Jahren, seit der Uropa gestorben ist, keinen Spaß mehr gehabt. Der muss so
Na, so richtig gescheit, dass der einen Spaß hat. Und er so, naja, komm, der 50er ist eh schon weg, ich probier's. Also er nimmt die Flaschen Bärwurz, zeigt die hinten wie sonst noch was. Und dann geht der Assi in den Hof und dann hörst du es von drin, hörst du es bloß noch. Und dann kommt der wieder einer, schon recht und sitzt und so, wo setzt die Oma mit dem lockeren Zahn? Ich mache eine ganz tolle Kategorie, die wir zum letzten Mal vor Corona 2018 gemacht haben. Und zwar, diese Kategorie heißt das Wort. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch daran erinnern. Wir brauchen ein Wort, das ihr drei jetzt, so gut es geht, in den nächsten Witz einbauen müsst. Die Königsdisziplin sozusagen. Drum, liebes Publikum, ich brauche Wörter. Klopapier, Feldstecher, Lungenflügel. Ich brauche was Böseres. Säbelzahn. Oh. Säbelzahn ist böse. Hier rauchen die Köpfe und jeder von euch darf jetzt nochmal seinen finalen Rettungsschuss abgeben mit den Säbelzahn. Viel Spaß. Ja. Sie ist einmal in die Apotheke gegangen und sagt zum Apotheker, du, ich habe gehört, ihr habt einen Säbelzahn. Sagt der Apotheker, nein, sowas haben wir bei uns eigentlich nicht. Also wir haben alles von der Zahnpasta über Tabletten, Kopfweitabletten und alles, aber einen Säbelzahn haben wir nicht. Was brauchst du sonst noch? Ja, hat er gesagt, weißt, Apotheker, ich brauche noch Kondome. Ja, der Apotheker hat gesagt, das ist auch kein Problem, die haben wir auch da. Was brauchst du noch für einen Kreis? Hat er gesagt, ich habe eigentlich noch nie Kondome gekauft. Kreis weiß ich da keine. Ja, der Apotheker hat gesagt, das ist auch kein Problem, schau her. Da habe ich jetzt ein Bredel, da haben lauter verschiedene große Löcher drin. Dann gehst du jetzt hinten in das Kammerlein, dann kannst du es probieren. Jetzt hat das aber gedauert, 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten, der kommt nicht mehr. Nach einer halben Stunde kommt er wieder von dem Kammerl raus, sagt der Apotheker, und, weißt du jetzt der Kreis? Sagt der Scheiß in die Kondome ein, was kostet das Bredel? Ich weiß nicht, habe ich es euch schon verzeiht, aber ich bin momentan arbeitslos. Und auf jeden Fall, als Arbeitsloser, da schaust du, ich schaue mich ja da so viel. Und ich schaue da oben in Zeitungen ein, wo irgendwelche Inserate drinstehen. Und da habe ich gesehen, bei uns in der Feilacher Zeitung, ne, steht drin, in Straubing, in Zotzau, sind ein Tierparkwärter. Da haben wir gedacht, ja, das ist gerade für mich, ich bin noch tierlieb, ne, da fahre ich hin. Ja, bin ich mit der Eisenbahn rausgefahren, Auto kann ich mir keins leisten momentan, arbeitslos und alles. Bin ich mit dem Auto mit der Eisenbahn rausgefahren, steige aus vom Zug, gehe hin zum Tierpark, gehe rein zu den Zoodirektor, habe mich vorgestellt, sage ich, grüß Gott, ich bin der Damal, ich darf mich gern bewerben für den Tierparkwärter. Naja, sagt er, du bist jetzt spät dran, da haben wir schon einen. Ja, sagt er, sag ich, das ist aber jetzt schon enttäuschend. Jetzt bin ich extra mit der Eisenbahn hergefahren, das Zugticket kostet einfach Geld. Er sagt, jetzt beruhig dich. Hat er gesagt, für dich hätte ich etwas anderes, jetzt pass auf, hat er gesagt, der Gorilla ist gestorben. Ja, sag ich, und was hat er jetzt das mit mir zum tun? Naja, hat er gesagt, den haben wir am Bui gezogen, haben wir präpariert, sagt er, den kannst du kannst reinschlüpfen, kannst anzwingen, machst du den Gorilla? Naja, sag ich, mir ist wurscht, Hauptsache ich habe wieder Arbeit. Ja, sag ich, auf was wir ja da aufmirken? Ja, sagt er, ziehst du die sauber an mit dem Pulk da? Er sagt, du darfst eigentlich alles tun, außer sprechen. Naja, haben wir gedacht, das kann ich eh nicht, die Schmerzerei da. Bin da reingeschlupfen, bin in den Käfig rein und bin da umeinander bin da und auf die Liane und da bin ich umeinander, da war ich auf. Ne? Wunderbar. Und dann ist auf einmal ja so ein Schulklasse gekommen mit lauter Abiturientinnen, die haben schon so 19, 20 Jahre alt gewesen. Schöne Dirndl haben wir gedacht, den nehmen wir jetzt selbst zeigen. Haben Anlauf genommen und die Liane packt und und haben so viel Schurf drauf gehabt, dass ich hinter den Säbelzahn-Tigerkäfig eingefallen bin. Ne? Haben wir gedacht, Oleg, und der Säbelzahn-Tiger, der kommt schon auf mich zu. Haben wir gedacht, was treiben wir jetzt? Und der frisst mich mit seinen 3 Zähnen. Bin noch weit zurückgegangen und auf einmal habe ich angefangen, Hilfe! 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 Der Säbelzahntiger ist so weit weiter hergekommen zu mir. Und ich habe geschrien, Hilfe! Da war er schon so nah da bei mir. Hat er gesagt, halt bloß dein Fotzen, sonst fliegen wir jetzt vor. Jeden Tag um 7 in der Früh, Punkt 7,
fährt etwas, ja, sagen wir, ein Opa mit dem Fahrradl von Tschechien auf Deutschland um. Und der Zöllner steht dort und schaut ein wenig. Und jeden Tag wieder, um Punkt 7 fährt er mit seinem Fahrradl da über die Grenze drüber. Und dann irgendwann denkt sich der Zöllner so, naja, da ist ja irgendwas komisch, halt den an. Und wer ihn anhält, sieht der erst einmal, das ist nicht bloß irgendein Fahrradl, sondern der hat hinten im Kerberl nur so ein Sackerl mit Sand. Und auf dem Kopf hat er so eine Mütze mit so einem Säbelzahn, ja, wie so ein Kopf. Und dann denkt er sich so, der schmuggelt doch irgendwas. Und er testet den durch, er durchsucht den, aber er findet nichts. Naja, lass dann weiterfahren. Ein paar Wochen später wieder, jeden Tag um 7 fährt der da mit seinem Fahrradl. Mit der Mützen, mit den Säbelzähne und mit dem Sackel Sand. Und irgendwann wird es dem Zöllner wieder zu blöd und hält dann an und zeigt ihn aus und sagt, so, heute machen wir es aber gescheit. Heute gehen wir ins Zöllnerhaus ein und dann suchen wir das Sackel Sand, das den wir ausleihen, da schauen wir ein und das Fahrradl schauen wir an und sie schauen wir an und die Mützen ist auch komisch, den werden wir uns anschauen. Und er findet aber wieder nichts. Er sagt, das kann ja nicht sein. Und dann wieder die nächsten Tage, immer um Punkt 7 der Opa mit seinem Fahrradl und mit seinen Mützen und mit seinem Sackel Sand. Jeden Tag um Punkt 7 fährt der von Tschechien nach Deutschland über Grenze drüber. Und dann irgendwann wird es dem Zöllner, also der packt es irgendwann nicht mehr, ist kurz vorm Burnout, kurz vorm Nervenzusammenbruch. Dann geht er zu dem Opa her und sagt, bitte, verrat mir jetzt endlich, was du schmuggelst, weil irgendwo stimmt mit dir nicht. Dann sagt der Opa, naja, mein Fahrradler. Ja. Also, bevor wir jetzt den Gewinner bekannt geben, möchte ich noch kurz im Namen vom Team der Witzemeisterschaft Danke sagen. Jeder, der heute Abend hier performt hat, bekommt natürlich ein kleines Präsent. Und stellvertretend für alle, ihr kriegt es hinter der Bühne. Ihr zwei bekommt es jetzt. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart, dass Sie sich erbarmt haben, mit in die Jury zu gehen. Und der Applaus ist nur für euch. Dankeschön. Ja, super. So. Aha. Ja. Sehr schön, danke schön. Wunderbar. Dankeschön. Dankeschön. Gerne, Harry. Dankeschön. Genau. Du trinkst dann im Auto beim Ich muss ja an dieser Stelle kurz sagen, das ziehe ich kurz vor. Wir sitzen ja heute hier mit einem lachenden und auch mit einem weinenden Auge, wenn ich so sagen darf. Denn eigentlich, wenn wir ehrlich sind, würde hier heute eine andere Person sitzen, zu meiner Rechten, nämlich die Lissi Aumeier, die sozusagen Mama der Witzemeisterschaft, die das Ganze 2009 ins Leben gerufen hat, 8 Jahre lang in der Jury war und dann ein bisschen Pause gemacht hat und mich vor 2 Jahren angerufen und hat gesagt, hey Harry, ich darf wahnsinnig gerne mal wieder mitmachen. Dieses Jahr hätte es geklappt. Dummerweise, der Mensch denkt und der Gott lenkt. Und genau, sie ist nicht mehr da. Sie schaut jetzt momentan wahrscheinlich von oben runter und sagt, red nicht so lang, macht's weiter. Wir haben schon hinter der Zeit, aber die Zeit müssen wir uns nehmen. Und der Applaus, liebe Lissi, der ist jetzt da oben ganz für dich. Wie sonst gehört. Ja, ich hoffe, garantiert und drum. Sehr, sehr schöne Gedenkminute, das habe ich so auch noch nie erlebt. Normalerweise mal so Vorstandssitzungen, dann muss jetzt stehen wir alle auf. Ja, so gut wie du habe ich es nicht hingebracht. Er hat an der Trauerfeier die Rede gehalten. Das war die schwerste Rede meines Lebens, weil es ist schwierig, Trauerreden zu halten. Ich habe riesen Respekt davor, sowas zu machen, wenn das andere machen. Aber ich hatte ja noch die zusätzliche Aufgabe, ich sollte noch eine lustige Rede auf Wunsch das war jetzt also in der Kirche. Eine Herausforderung im Kloster Plankstetten. Als Stäuber ist er ja, das war dann gar nicht so schlimm. Nein, es war wunderschön. Ja. Ich habe sogar Applaus bekommen. Ja, ich habe auch geglaubt. Ja, aber das war natürlich Lissis Applaus. Ja, natürlich. Natürlich. Ja. Und darum auch dir, Toni, lieben Dank, wie vor 2 Wochen dann der Lissis Mann angerufen und gesagt, Harry, das wird nichts mehr. Ich sagte, ich will nichts mehr. Ja, gar nichts mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, was machen wir jetzt ab? Und dann sagt er, nein, ihr macht es weiter. Unbedingt. Das wollt sie haben. Und dann haben wir telefoniert und haben gesagt, fragen wir doch mal den Toni. Und es hat 2 Minuten gedauert und wir haben einen 3. Juror gehabt. Und darum auch, Toni, der Applaus, der ist jetzt unter anderem auch für dich und natürlich gerne. für Wolfgang. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Ja. Liebe Gäste, wir haben ein Ergebnis
Ich stehe jetzt auf. Also das heißt, erster, zweiter, dritter Platz gibt es. Ich würde vorschlagen, wir starten mit dem dritten und hören beim ersten auf. Dann ist es nach dem zweiten aber klar und dann kriegt der zweite nicht so den Applaus wieder. Aber dann tun wir halt so, wie wenn wir es nicht wissen würden. Ja, das stimmt. Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Und Sie haben Ihren teuren, goldenen, ja, was man als Lehrer für Geld hat. Ja, das ist mein Hochzeitsredner. Ah ja, ja. Genau. So. Also gut. Also, ich schnapp mir den ersten Rahmen und ich darf überreichen an die Person, die ich ins Finale wählen durfte. Lieber Wolfgang Bösel, herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz. Schön, dass du dabei warst. Zum ersten Mal. Bitteschön. Toni bestimmt den zweiten. Genau. Ich muss erst schauen, wer es ist. Ja, dass du ja nicht zum Falschen hinlaufst. Ja, nochmal vergewissern macht ja Sinn. Und weiß der Teufel haben will, mein Finalist darf auch den Preis überreichen. Der zweite Preis sitzt in der Mitte und ich gratuliere ganz herzlich, Thomas. Gratuliere. Sehr gut. Es ist mir eine ganz besondere Ehre. Es war jetzt so überhaupt nicht geplant, nicht vorhersehbar. Du bist die Nummer 1. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Gut, dass du es gemacht. Herzlichen Glückwunsch. So. Gut geschlagen. Gratuliere. Einer besser wie der andere. Ich habe Respekt vor euch. Super gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Ja, lieber Dani, du hast es gerade schon gesagt. Wie viel Mal hast du es denn schon versucht? Ich glaube, das müsste jetzt ungefähr das 10. Mal gewesen sein, glaube ich, oder? Nach 10 Mal hat er es geschafft. Und einen wollen wir noch hören. Die Bühne gehört dir. Einen Riesenapplaus für unseren bayerischen Vizemeister 2024. So, und jetzt wollt ihr natürlich nur einen Witz hören, oder? Jetzt ist der Opa ist gestorben. Dann ist Enkel gleich gekommen, geht zu der Oma und sagt, Mensch, Oma, ja, wie ist das jetzt passiert, dass der Opa gestorben ist? Sagt die Oma, also ich traue es mir ja fast gar nicht sagen. Aber der Opa, der ist beim Sonntagmorgen 6 gestorben. Jetzt muss ich das bloß nicht herstellen, sonst haut das nicht hin. Jetzt sagt Enkel, Mensch, Oma, in engem Alter, jetzt wisst doch, dass sie nicht mehr so gut beieinander haben. Jetzt hat sie ein Schicksal direkt rausfordern. Sagt Oma, nein, also wir haben ja schon gewusst, dass es nicht mehr so schnell geht. Und darum ja auch am Sonntagmorgen mit der Kirchenglocken. Nein beim Ding, raus beim Dong. Ganz gemächlich, nein beim Ding, raus beim Dong. Und wenn der blöde Eismann mit seinem Gebümmel hier kommen war, da Opa heim noch leben. Liebe Zuschauer, das war sie, die Bayerische Vizemeisterschaft 2024. Für all diejenigen, die sagen, Mensch, ich möchte da mal zuschauen. Nächstes Jahr, am 2. November, sind wir in Weiden in der Max-Reger-Halle. Tickets gibt's ab Mitte nächster Woche unter www.vizemeisterschaft.de. Kommt's gut heim und vor allen Dingen kommt's wieder. Servus miteinander. Für euch. Ciao.